Hey, herzlich willkommen zum heutigen Livestream von Vineyard Bern. Schön, habt ihr alle eingeschaltet, um das hier heute mitzuverfolgen, wie wir euch die Geschichte von Gideon erzählen. Ja, ich habe gesagt, dann lassen wir los. Ich habe da schon so etwas vorbereitet. Hey, Salome! Hey, Salome! Was? Salome, schau Was? da, ich habe etwas vorbereitet. Was, wirklich? Und zwar ein Experiment. Ich habe hier angefangen mit etwas Öl. Ich habe hier zuerst Öl in das Wasser gefüllt. In das Glas. Und dann unter Wasser. Also hast du irgendein Öl drin einfach? Ja, also es gibt ganz verschiedenes Öl. Ich habe jetzt hier so Olivenöl gelassen. Oder Rapsöl, irgendetwas so. Krass. Unter habe ich Wasser da und das mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Also dass es so rot ist geworden. Würde es so funktionieren mit Blau? Das würde mir besser Ja, gefallen. Blau würde auch gehen, wenn du natürlich blaue Lebensmittelfarbe daheim hast. Ja, klar. Ja, das ist sehr spannend. Und jetzt ist es so, dass das Aber Öl... darf ich schnell etwas fragen? Wieso, also, du hast Lebensmittelfarbe drin und oben ist es immer noch gelb? Das ist, weil das Öl schwimmt oben im Wasser. Also das Öl ist so ein bisschen gelb. Okay. Das ist halt einfach so ein bisschen gelblich. Ich hatte kein besseres Öl gehabt. Aber die Lebensmittelfarbe bindet sich nur mit dem Wasser. Und darum ist das Öl eigentlich nicht rot geworden. Sonst wäre das jetzt auch knallrot wie das Wasser unter. Da komme ich nicht raus, aber Nicht. ist egal. Also das finde ich krass, dass die Lebensmittelfarbe nur das Wasser färbt. Aber es ist schon cool. Hey, probiere das aus daheim. Ja, probiert es unbedingt aus daheim. Und zwar habe ich hier so eine Brausentablette, die ich jetzt hier wieder rein tue. Und zwar ist die Brausentablette der Heilige Geist. Das rote Wasser unter ist Gott. Und das Öl sind wir. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass der Heilige Geist zu uns kommt, dann sehen wir da, wenn das funktioniert, langsam kommt es, Es kommt ein. dass da Gott eigentlich zu uns kommt. Gottes Gegenwart kommt zu uns. Man sieht es hier ganz leicht, wie es Krass. durchbraust. Jetzt schwimmt da Gottes Gegenwart auf uns oben. Das ist ja cool. Seht ihr es? Hier kommen so Blätter. Das tut sich alles wie vermischen. Jetzt fängt Finde ja ich super. Hennensemmel. Ja. Krass. Aber das kommt viel besser, als ich gedacht. Seht ihr es? Das sieht man gut. He? Das ist anders cool. Dann wird unser Leben mit dem Leben von Gott einfach vermischt, wenn wir uns darauf einlassen. Ja, wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, dann kommt Gottes Gegenwart in uns. Und das hört nicht auf. Das ist ja cool. Hey, seht ihr es? Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und es funktioniert mit jeder Brausentablette. Oder wie hast du das noch ausprobiert? Ich habe zuerst probiert, als ich keine Brausentablette hatte, mit einem Röhrchen unten reingeblasen. Oder für das die Luft eigentlich das Wasser hochdrückt und dann das Wasser auf das Öl kommt. Also das Ding ist einfach, das Wasser muss wie aufschwimmen oder so durch irgendwelche Mittel. Am besten geht es eben durch eine Brausentablette. Dann kann man so schön zuschauen, wie das Ganze passiert. Hey, wow. Hey, ich glaube, ich kenne im Fall eine Geschichte von der Bibel, wo ein Mann sich genau so auf Gott eingeladen hat. Darf ich dir erzählen? Erzähl du die Geschichte. Ich bin gespannt, ich höre Nice. zu. Darf ich das Cool, da? ich bin selber auch gespannt. Geht das so? Oder? Hey, ja, das geht super, dann sehen wir es vielleicht ab und zu immer noch. Also, hey, ich habe eine Geschichte für euch parat. Und zwar ist die von den Israeliten, vom Volk der Israeliten. Die Medianiter haben das Volk von Israel unterdrückt, 7 ganze Jahre lang. Hey, die Israeliten die mussten sich in Höhlen verstecken. Und immer, wenn die Äpfel zum Beispiel reif waren, wenn das Getreide ist ready war, dass man es dreschen konnte,
wenn die Ernte nachher war, dass sie endlich wieder etwas zu essen hatten. Immer dann sind die Medianiter gekommen. Und sie haben alles geplündert, haben alles kaputt gemacht, sodass die Israeliten nichts mehr zu essen hatten. Und sie haben alle Esel und Kamel, Geissen, Schafe, haben sie alles mitgenommen. Hey, ja, da frage, ist das so wie jetzt in dieser Corona-Zeit, wo jeder einfach WC-Papier hat genommen ja. und niemand hat mehr WC-Papier gehabt? Es war so. alles weg gewesen. Einfach noch ein bisschen krasser. Es ist, wie wenn hier jemand kommen und das ganze Migros an einem Tag, alles von allen Migros, vom Coop, vom Aldi, vom Lidl, einfach mitnehmen, plus alle Autos, alle Velos und dann noch alle Züge und Tram kaputt machen. Das heisst, wir haben keine Möglichkeit mehr. Hey, das ist ja mega krass. Mega. Also, so ist das 7 Jahre lang gegangen. 7 Jahre. Hey, und die Medianiter, die waren so viel gewesen, wir konnten nicht mal ihre Kamel zählen. Wirklich, wenn du so hast, über den Horizont geschaut, dann hast du nur noch Medianiter gesehen. Du hast nicht anfangen zu zählen. Es waren so viele gewesen. Hey, die Israeliten hatten Angst. Sie hatten Angst, sie waren verzweifelt und sie sind jeden Abend mit Hunger ins Bett und jeden Morgen mit Hunger aufgestanden und haben nicht gewusst, was sie essen können. Die Israeliten haben zu Gott geschrauen: Gott, wo bist du? Hey, und Gott hat sie gehört. Gott hat nämlich schon lange etwas vorbereitet. Er hat nur darauf gewartet, dass die Israeliten endlich kommen und ihn um Hilfe bitten. Er hat schon alles vorbereitet. Und Gott hat einen Engel zu einem Bauer geschickt. Zum Gideon. Der Engel hat zum Gideon gesagt: Hey, Gott steht dir bei, du starker Krieger. Der Gideon hat gedacht: Was? Ich stark? Ja, das war ein normaler Bauer. Der Engel hat gesagt: Gott hat dich auserwählt, die Israeliten von den Midianiter, ich kann das Wort fast nicht sagen, von den Midianiter zu befreien. Der Gideon hat auch mega fest gezweifelt. Wirklich. Also, ich würde auch zweifeln. Wenn alle Migros, Coop, Lidl, Aldi leer wären, keine Autos mehr wären und dann kommt Gott und sagt: Hey, ich habe dich auserwählt, Salome, dass du wieder allen zu essen geben kannst. So, ich? Hey, der Gideon hat Gott ein bisschen herausgefordert und hat ihm immer wieder ein paar Rätsel gestellt, kann man ein bisschen sagen. Da gehe ich jetzt nicht genauer rein, aber die Mami und der Papi wissen auch, was das ist und ihr könnt sicher mit ihnen noch darüber reden oder ihr könnt es in der Bibel nachlesen. Auf jeden Fall hat Gott all Gideon seine Fragen beantwortet. Und der Gideon hat gewusst: Hey, Gott, ich kann ihm vertrauen. Ich kann vertrauen auf das, was er vorbereitet hat. Okay, der Gideon hat ein ganzes Herz zusammengestellt. Jetzt müssen wir uns vorstellen, mit Midianiter, die waren so gross, so viel, dass man sie nicht zählen konnte. Das ist krass. Hey, aber nicht mal mit dem Taschenrechner, so 1 plus 1 plus... Ja, ich glaube, da hat man einfach ein paar Jahre gehabt. Ja, aber der Gideon hat 32'000 Männer. Das, also ich meine, das ist ja auch viel. Ja. Also da hat man recht lang für die so zu zählen, oder? So 32'000. Ich mache es jetzt nicht, sonst sind wir übermorgen noch dran. Aber 32'000, das ist 3, 2 und dann noch 3 0. 9, 10, 11, genau. 12, 13. Hey, die sind losgelaufen. Und das sind viel. Das sind mega viel, wirklich. Aber sie waren viel weniger als mit Midianiter. Sie sind losgelaufen. Dann, jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Dann sagt Gott zum Gideon: Gideon, das sind viel zu viel. Das sind viel zu viel. Du brauchst weniger. Was? Also, wenn so auf dem Schuttifeld, wenn schon 11 gegen 1 ist oder 11 gegen 2, dann ist ja 11 viel mehr überlegen. Das Ja. geht doch nicht. Und Also, wie ist es möglich, dass 2 gegen 11 schon zu viel sind? Das kann doch nicht sein. Hey, nein, das ist wirklich krass.
Also ich als Gideon habe gedacht, was? Sicher nicht, ich kämpfe mit diesen 32'000, schon das sind zu wenig. Aber nein, der Gideon hat gesagt, Gott hat es schon vorbereitet. Ich lasse mich darauf ein. Dann hat Gott dem Gideon gesagt, sag all die Angst haben, dürfen heimgehen. Was? Hä? All die Angst haben? Ja, aber es sind ja dann alle gegangen. Oder einmal die meisten. Hey, es hat Also, von diesen 32'000 10'000 gehabt. 10'000, die nicht Angst hatten. Wie viele sind gegangen? 22'000? Voilà. 20'000? 22'000? Mal. Etwa so. Bräuchten wir jetzt Viel. einen Taschenrechner? Vielleicht wüsst ihr. Nein, hey, 22'000 sind gegangen. Das ist krass. 22'000 haben Angst gehabt. 10'000 haben gesagt, hey, Gott hat dem Gideon gesagt, ich gewinne. Der gewinnt. Also, wir bleiben. Okay, 10'000 gegen Unzählbare. Okay, gut. Ja. Das ist schon krass. Weißt du, was Gott gesagt hat? Weißt du, was er gesagt hat? Nein. Was hat er gesehen? Gott hat Aber gesagt, sag, es sind viel zu viel. was viel? Nein, das kann er doch nicht machen. Mal, er hat genau das gesagt. Gott hat es anders vorbereitet. Er hat gesagt, geh mit ihnen zum Wasser und dort hier schau, wie sie aus dem Wasser trinken. Die, jetzt muss ich schnell aufpassen, genau, die runtergehen und so wie ein Hund das Wasser aus dem Bächlein rauslecken, so. Das sind genau die du brauchst. Die das Wasser so aufnehmen und so trinken, die schicke heim. Was denkt ihr? Oder Samuel, was denkst du? Aber es hat doch viel mehr gehabt, wo das Wasser, wo ich so in den Bach trinken, ist doch irgendwie nicht so das Wahre. Ja, Also, in der Schweiz macht man so Zeug sicher nicht. Genau. Es waren 300. Der Rest ist heimgegangen. Meinst du, 9700 sind heimgegangen. Also, 300 Krieger gegen ein Riesenheer. Also es ist krass, wie der Gideon Gott vertraut hat. Genau. Hey, jetzt hat der Gideon 3 Gruppen gemacht. Die haben sich in der Nacht sich um das ganze Heer der Midianiter verteilt. Jeder hatte so ein Horn zum Blasen. Jeder hatte eine Fackel und drüber einen Krug, damit man die Fackeln nicht sieht. Und dann hat der Gideon, gerade als die Wachen sich abgelöst haben von den Midianiter, hat der Gideon ins Horn geblasen, den Krug verschlagen und alle anderen haben das so gemacht. Die Midianiter, die hatten so Schiss gehabt, weil sie überall Fackeln gesehen haben und von überall war es so laut gewesen, weil sie ins Horn hineingeblasen haben, dass sie so Schiss hatten, dass die Israeliten viel zu viel sind und sie haben einander selber gegenseitig angefangen zu bekriegen. Die Israeliten, dann sind sie geflüchtet. Das ist noch das Beste. Sie haben einander gegenseitig bekriegt und dann sind sie geflüchtet und die Israeliten sind hinten nachher. 300 gegen Unzählbare und sie haben gewonnen. Hey, das ist anders. Das ist wie Shooten 11 gegen 0, aber sie schießen gleich ein eigenes Goal. 11 gegen 0. Ja. Genau. Hey, Gott hat das vorbereitet. Er hat gewusst, was er macht. Und der Gideon hat ihm vertraut. Hey, das ist mega krass. Das ist wirklich anders. Also auf Gott vertrauen, das lohnt sich. Definitiv. Gott hat immer einen Plan bereit, dass es dir zum Besten hilft. Ist es nicht der Plan A? Plan A? Plan Es ist B? doch immer der Plan A, den Gott hat. Ja. Wir machen manchmal Plan B. Aha, ja, voll. Gell? Also. Hey, aber du hast doch mal so ein Lied gesungen über das, das Oh ja. genau das ausdrückt. Das Kannst du das machen noch wir jetzt. singen? Das machen wir. Hey, ich habe hier so eine Wahnsinns-Ukulele und jetzt singen wir zusammen ein Lied. Das Lied, das kennt ihr noch nicht. Oder auch die meisten. Es ist von Christoph Fankhauser. Und der findet seine Lieder auf Spotify, auf YouTube. Also dürft ihr gerne reinhören. Ich höre sie immer selber gerne. Genau. Die sind so mega cool. Und genau so fängt es an. So la la ist nicht gar nichts, was er macht. Grad nur so klepp gut ist nicht gar nichts, was er tut. So einzigartig
so genial. So ganz und gar wunderbar hat Gott der Schöpfer alles, so erwacht und wo schnauft und blüht und wo singt und wo lebt und wo lacht, erfunden und gemacht. Jetzt alle zusammen. La 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 la. Ich finde es so krass, wir singen es dann noch gerade einmal. Ja, die zwei da hinten. Seht ihr sie? Hey, ich finde das Lied so krass. Hey, wenn wir wissen, so lala ist nichts, gar nichts, was er macht, und nur so hepp, gut ist nichts, gar nichts, was er tut. Hey, alles, was er macht, alles, was er vorbereitet und plant, ist so genial. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir, dass wir Gott immer vertrauen können. Jetzt muss ich schnell hinten Backstage fragen, wie viel Zeit wir noch haben. Wenig Zeit. Also, wir singen es ganz schnell durch. Genau. Und ihr dürft es wirklich nachhören. Hey, versucht das Lied auswendig zu lernen, dass ihr es immer in der Schule und überall singen könnt. So la la ist nichts, gar nichts, was er macht. Gerade nur so hepp, gut ist nichts, gar nichts, was er tut. So einzigartig, so genial, so ganz und gar wunderbar hat Gott der Schöpfer alles, wo erwacht und wo schnauft und blüht und wo singt und wo lebt und wo lacht, erfunden und gemacht. Hey, so viel hat er erfunden und gemacht und nichts ist einfach so hepp. Und jetzt haben wir euch noch ganz eine mini kleine Aufgabe. Und zwar, ihr dürft einen Stift nehmen, euch irgendein Zeichen machen. Jetzt habe ich genau keinen Stift. Hier, ich schau, nehme da. Ich habe einen bekommen gerade. Da jetzt auch einen. Irgendein Zeichen, irgendetwas auf den Hang, Rücken, irgendwo machen, dass immer, wenn ihr in der Schule seid oder im Kindergarten, in der Kita, daheim bei Mami, beim Papi, dass ihr immer, wenn ihr das Zeichen seht, kommt euch der Sinn, was hat Gott für mich heute vorbereitet? Was hat Gott für einen anderen heute vorbereitet? Und ich habe nämlich noch gerade etwas ganz Kleines, und zwar habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das, was der Gideon gemacht hat, heute umsetzen? Ich meine, wir haben kein Heer, das wir bekämpfen müssen. Und dann habe ich etwas ganz Kleines letzte Woche erlebt. Hey, ich war in Bern und habe auf jemanden gewartet. Und er hatte dort 2 Männer, die die Köder verräumt haben. Das sind die schauen, dass die Stadt sauber ist. Und sie waren so ein bisschen im Ummöffeln, weil es überall Köder gelegen ist, im Boden Köderkübel. Und so, die Schweizer und so, immer die Schweizer. Und dann bin ich zu und habe gefragt, hey, hast du einen Kaffee wollen? Und er so, ja, ist es dir ernst? Und ich so, ja, ich würde euch gerne einen Kaffee bringen. Ich bin in Starbucks gegangen, habe ihnen einen Kaffee gebracht. Und sie waren so happy. Und das sind so kleine Sachen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn wir uns darauf einlassen, in der Schule, überall, dann kann Gott Grosses tun. Genau. Das ist eine andere coole Geschichte. Jetzt ist es so, dass unsere Zeit fast abgelaufen ist. Und darum würde ich sagen, ist der Kids-Livestream für heute beendet. Und dann dürft ihr jetzt Gottes Experiment machen und so. Und gleich geht es weiter mit dem Erwachsenen-Livestream von Mari. Der erzählt nämlich über einen Jona. Auch sehr spannend. Ich werde dem Ganzen auch zuschauen. Ihr dürft eure Eltern unterstützen. Und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Sonntag. Yes. Und ganz viel Erlebnis mit Gott nächste Woche. Hey, tschüss zusammen. Nicht nur von dir gehört,
nur dich erlebt. Du lebst jetzt in uns und drum singen wir, was wir sehen. Wir wollen sehen, dass Berge tanzen. Ja, die Sterne hüpfen. Alle Menschen singen. Heilig, heilig bist du. Ja, wir sind noch bei Trost, nicht nur bei Trost. Wir sind voller Freude, nicht nur voller Freude. Wir sind voll von dir und darum singen wir. Was wir sehen, wir wollen sehen, dass Berge tanzen. Ja, Sterne hüpfen.
bist und begrüße dich ganz besonders herzlich. Ja, wir sind schon voll drin. Wir haben den Kids-Livestream über Gideon gehört. Gideon, der sich einfach dem Wirken Gottes ausgesetzt hat, der sich eingelassen hat auf Gottes Pläne und gesehen hat, wie Gott Unmögliches möglich macht, wie Gott mit ihm Geschichte schreibt. Und das hat so einen ermutigenden Aspekt. Gott will mit dir heute Geschichte schreiben und will dich einfach ermutigen für deinen Alltag. Und das wünsche ich mir, dass du heute ausgerüstet wirst für deinen Alltag zu Hause. Wir werden heute eine Predigt hören. Zuerst anfangen mit einer Zeit des Worships, der Anbetung. Das ist so ein singendes Beten, wenn dir das vielleicht noch gar nicht sagt. So wir einfach unsere Wertschätzung und Liebe Gott zum Ausdruck bringen. Und daneben wird auch, Sandra wird auch malen. Sie wird ein prophetisches Bild malen und dann am Schluss auch noch ein paar Worte dazu sagen. Einfach was Gott zu ihr gesagt hat durch dieses Bild. Ich möchte noch beten zu Beginn dieses Livestream-Gottesdienstes. Jesus, ich danke dir, dass du jede einzelne Person siehst, die diesen Livestream schaut, egal wann. Du bist ein Gott, der Zeit überspringt. Für dich spielt Zeit keine Rolle. Du kannst Menschen begegnen, egal, wann sie das schauen. Das begeistert mich an dir, Gott, dass du so über uns stehst, so viel weiter und größer bist, als wir uns das jemals vorstellen können. Und Heiliger Geist, ich lade dich einfach ein, dass du jetzt kommst in mein Herz, in unsere Herzen und einfach den Raum einnimmst, den dir gebührt. Wir ehren dich, wir preisen dich, weil du bist würdig, dass wir dich anbeten. Amen. So viel Wege, doch nur deine führt mich heim. Gibt so viele Stimmen, nur die Wahrheit macht mich frei. Und durch die Sterben lebt dein Leben nicht zu mir. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. In deiner Nähe da wird mein Herz ganz weich. Und du gibst Frieden, Hoffnung, die mich trägt. Und durch dein Leben ist der Tod vergänglich besiegt. Du hast alles gegeben, dass ich erlöst kann sein. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dir. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ich seh dich, jetzt du verstehst.
ist in dir. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir hören dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir hören dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Wir sehen dich. Und jetzt du verstehst, das Leben ist in dir. Bist du weg zum Vater, durch die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, und das Leben ist in dir. Jesus, du verstehst, und das Leben ist in dir. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, wir hören dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, wir sehen dich. Die Geist erfüllt mich neu mit Stärke. Du gibst mir die Flügel, die ich brauche. Dein Wort ist wie ein tiefer Anker, dass ich verwurzelt in dir bleibe. Alles lege ich vor dir, du bist alles für mich. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Die Geist erfüllt mich neu mit Stärke. Du gehst mit Flügeln, die ich brauche. Dein Wort ist wie ein tiefer Anker, dass ich verwurzelt in dir bleibe. Alles lege ich vor dir, du bist alles für mich. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug. Wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du
dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug, als vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Halleluja, du bist mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Du bist Alpha und Omega, die Welt ist in deinen Händen. Halleluja, du bist gütig, die Schöpfung versorgst du treu. Du bist die Quelle von dem Leben, alles fließt aus deinen Händen. Halleluja, du bist mächtig, nichts kann gegen dich bestehen. Du bist Alpha und Omega, die Welt ist in deinen Händen. Halleluja, du bist gütig, die Schöpfung versorgst du treu. Du bist die Quelle von dem Leben, alles fließt aus deinen Händen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug, wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Wenn nur noch du bist, dann ist es mehr als genug, wenn alles vergeht, dann bleibst du gleich bestehen. Die Geist füllt neu mit Stärke. Du gehst Flügel ohne Bruch. Dein Wort ist wie ein tiefer Anker, dass ich verwurzelt in dir bleibe. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. And I want to take your word and shine it all around. But first help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. And oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. I want to take your word and shine it all around. But first help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me
to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. And oh Lord, please light the fire that once burned bright and clear. Replace the lamp of my first love that burns with holy fear. And I want to take your word and shine it all around. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. First help me just to live it, Lord. And when I'm doing well, help me to never seek a crown, for my reward is giving glory to you. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, Stefan, auch für die neuen Songs. Und ich habe gehört, dass wir schon sehr bald eine EP, dass wir die kaufen können, dass diese Songs zugänglich werden. Darauf freue ich mich sehr. Gerade auf den Song "Ein neuer Tag bricht an". Ein neuer Tag bricht an. Ich freue mich auf diese Predigt heute. Weißt du, was ich hier in den Händen halte? Genau, das ist eine sogenannte Anzündwolle. Es ist trockenes Holz, mit dem sich ganz leicht ein Feuer entfachen lässt. Es braucht nur ein Streichholz oder auch etwas Glut und einen Hauch in die Glut, dass diese Anzündwolle Feuer fängt. Ich wollte sie hier entzünden, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie der Feueralarm hier reagiert. Deswegen lassen wir das heute noch sein. Aber der Text, den wir heute miteinander anschauen, hat genau sowas. Es ist eine Anzündhilfe, die mein Feuer entfacht. Wir lesen heute nämlich die Geschichte, in der Ninive geschlossen sich Gott zuwendet. Jona kommt nach Ninive, ruft die Menschen zur Umkehr auf und alle reagieren, vom Größten zum Kleinsten, vom einfachsten Menschen bis zum König. Und in dieser Geschichte von Ninive sehen wir Gottes leidenschaftliche Liebe zu den Menschen. Wir sehen, wie er den Menschen nachgeht. Und es ist das erste Mal in der Bibel, dass Gott jemanden aus dem Volk Israel zu einem eigentlich feindlichen Volk sendet, weil er sich über sie erbarmen will und weil er die Geschichte dieses Volkes oder dieser Stadt neu schreiben will. Nun, die Geschichte von Ninive, die provoziert uns auch.
Denn die Stadt erlebt diese Umkehr, die erlebt eine unglaubliche Erweckung, obwohl Jona vollkommen halbherzig ist. Zuerst ist er ja vor dieser Bestimmung davongelaufen. Und sogar jetzt, als er nach Ninive geht, werden wir sehen, dass er halbherzig ist, dass es ihm immer noch gegen den Strich geht, dass Gott diese Menschen retten will. Es wäre ihm lieber, dass sie untergehen würden. Wenn aber so eine halbherzige und hartherzige Person erleben kann, wie eine ganze Gruppe von Menschen Umkehr lebt und wie die Gegenwart Gottes sie erfasst, wie viel mehr können wir das sehen? Nachfolger von Jesus, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die sein Herz suchen. Wie viel mehr können wir heute miteinander sehen, wie das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird und Gott die Geschichte von einzelnen Menschen um uns herum neu zu schreiben beginnt. Das ist dieses Feuer, das in mir entfacht wird. Denn diese Geschichte von Jona, die will unseren Hunger wecken und die Liebe Gottes und die Leidenschaft Gottes für die Menschen in uns entfachen. Und ich bete, dass das in uns geschieht. Und so sehen wir heute im Kapitel 3 von Jona, wie Jona Teil der Geschichte Gottes wird. Und wir sehen 4 konkrete Schritte, die auch für uns heute noch von Bedeutung sind, die auch uns einladen zu, Teil von Gottes Geschichte heute hier in Bern oder wo auch immer Gott dich hingestellt hat zu werden. Und wir lesen Jona 3, beginnen im Vers 1. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbringe die Botschaft, die ich dir sage. Hier sehen wir, dass das Ganze beginnt. Jona wird Teil der Geschichte Gottes, indem er dem Reden Gottes Raum gibt. Es ist nicht das erste Mal, dass Gott zu Jona spricht. Aber beim letzten Mal hat er sein Reden ignoriert. Es war ihm egal, was Gott sagt. Er tat so, als würde es ihn nichts angehen. Aber Gott hat ein zweites Mal gesprochen. Und dieses Mal gibt er seinem Reden Raum. Du erkennst Menschen, die Teil von Gottes Geschichte werden daran, dass sie dem Reden Gottes Raum geben, dass sie wissen wollen, was Gott in ihrer Situation zu sagen hat. Es ist diese Leidenschaft, das Verlangen, seine Stimme zu hören, sowohl aus dem Wort Gottes, dem geschriebenen Wort, als auch wenn er durch den Heiligen Geist zu uns spricht. Und diese Leidenschaft, die brauchen wir. Und die spüre ich jeweils, wenn wir hier im Büro zusammenkommen. Wir treffen uns jede Woche einmal in der Leitung, um eine Stunde zu beten. Freitag als Gesamtstaff auch eine Dreiviertelstunde, um miteinander ihn zu suchen und zu hören, was Gott zu sagen hat. Und weißt du, du kannst jede Geschichte eines Aufbruchs anschauen und du wirst immer sehen, dass diese Leidenschaft für das Reden Gottes in den Menschen gewachsen ist und die Sensibilität, was er in die Zeit hinein zu sagen hat, in den Menschen geweckt wird. Und so spricht Gott ein zweites Mal zu Jona. Er gibt ihm eine neue Chance. Und so ist es auch bei uns. Auch wenn du mal nicht hörst, er gibt dir eine neue Chance. Und heute ist die Zeit, in der wir auf sein Reden, sein Wort hören wollen. Jona gibt dem Reden Gottes Raum. Dann lesen wir weiter. Dieses Mal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Gott hat Jona aufgefordert, aufzubrechen und nach Ninive zu gehen. Und dieses Mal macht er es auch. Und das ist der zweite Schritt, mit dem wir sehen, wie Jona Teil der Geschichte Gottes wird. Er bricht auf. Und diese Aussage, steh auf, brich auf, mach dich auf, ist in der Bibel oft an Menschen gerichtet, die gar nicht wissen, wie sie das tun können. Ich denke an die Geschichte, als Jesus zu einem Gelähmten sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh. Dabei gab es eine Sache, die dieser Mann nicht konnte. Er konnte nicht gehen. Wie soll er aufstehen? Jesus, siehst du das nicht? Er kann nicht gehen. Und meine Lieben,
Geht es uns nicht manchmal auch so? Wenn Gott zu uns spricht, uns zeigt, wem er beispielsweise durch uns begegnen will, dann kommen alle Gründe, weswegen wir nicht können. Herr, siehst du denn nicht meine Lebenssituation, wie voll mein Leben ist? Ich denke gerade jetzt in der Corona-Situation, in der viele das Leben neu ordnen. Die Frage ist, wie geht unser Leben weiter? Sollen wir Dinge reduzieren, entschleunigen? Was will ich noch machen? Und Gott kommt in unsere Situation und ich denke, dass er uns Menschen in der Vineyard Bern einlädt, aufzustehen und zu gehen. Anders als beim ersten Mal bricht Jona dieses Mal auf. Und so fordert Gott uns heute genauso auf. Steh auf. Und weißt du, ich liebe es, Gottes Gegenwart zu erleben. Ich liebe es, wenn wir zusammenkommen, ihn anbeten und beten miteinander, denn das ist der Ort, wo wir seine Stimme hören. Aber Gemeinde zu leben hört nicht dort auf. Weißt du, dort, wo wir ihm nahe kommen, will er uns sein Herz für unsere Stadt, für die Menschen um uns herum zeigen. Und manchmal geben wir uns zufrieden, uns nach seiner Liebe auszustrecken, wenn er uns mit seiner Liebe für die Menschen anzünden will. Manchmal geben wir uns mit einer Berührung von Gott zufrieden, wenn er eigentlich durch uns in dieser Stadt, in dieser Region, in dieser Welt berührbar werden will. Und so empfinde ich, dass Gott uns auffordert, wie er zu Jona gesagt hat, steh auf, mach dich auf und geh nach Ninive. Und dieser Einladung will ich Folge leisten. Und so lesen wir weiter. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Jona kommt nach Ninive. Und er geht in die Stadt hinein, mitten in die Masse, mitten ins Zentrum dieser Stadt. Und weißt du, wenn wir Jona anschauen, dann sehen wir, dass er in dieser Stadt ist, aber nicht für diese Stadt. Er hat sich nicht vom Herz Gottes berühren lassen. Es wäre ihm immer noch lieber, die Menschen würden untergehen. Er hat zwar seinen Weg geändert, nicht aber sein Herz. Er ärgert sich immer noch, dass Gott sich über die Menschen in Ninive erbarmen will. Jona kennt den schlechten Ruf dieser Menschen. Er sieht ihr Versagen, aber nicht Gottes Verheißung. Er sieht ihre Probleme, nicht aber das Potenzial, das Gott in dieser Stadt sieht. Und meine Lieben, lasst uns Menschen sein, die sich auf Gottes Geschichte mit den Menschen um uns herum einlassen, die zuerst das Potenzial, die Verheißung sehen und nicht das Versagen, nicht die Mängel, nicht die Probleme der Menschen. Und wenn wir Teil von Gottes Geschichte hier in Bern sein wollen, von dem, was er heute tut, dann sind auch wir gerufen, mitten in die Stadt zu gehen, zu den Menschen, berührbar zu sein und uns auf die Menschen einzulassen. Ich habe letzte Woche einen Zeitungsartikel gelesen, der mich richtig bewegt hat. Es war eine Journalistin, die in 2 Jahren mit über 100 Frauen gesprochen hat, die in der Prostitution arbeiten und sich eben ihr Geld mit Sex verdienen. Und sie wollte wissen, wie es diesen Frauen geht. Sie wollte sie einfach spüren und hat schnell gemerkt, dass die sich nicht öffnen. Und so hat sie nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Freizeit viel Zeit mit ihnen verbracht. Ist abendelang in Puff, wie sagt man Puff auf Hochdeutsch, im Bordell, genau. Im Bordell mit den Frauen rumgehangen, auch wenn das unangenehm war. Sie hat auf dem Straßenstrich mit den Frauen gefroren, ist sogar mit einigen in ihr Heimatland gereist, um die Situation dort kennenzulernen. Und mit der Zeit haben die Frauen ihr Vertrauen geschenkt und haben ausgepackt und erzählt, wie es ihnen wirklich geht. Und ihr Bericht ist erschütternd. Ihr Schluss war, Prostitution ist nichts anderes als bezahlter Missbrauch. Und kaum eine der Frauen hält es aus, ohne dass sie Drogen oder Alkohol konsumiert. Und es hat mich berührt. Und es berührt mich, dass ich genauso von Menschen aus der Vineyard Bern, Frauen aus der Vineyard Bern weiß, die sich Frauen in der Prostitution verschenken. Nahe rangehen, berührbar sein, Beziehung pflegen, sich einlassen auf Menschen.
Oder aber ich denke an meinen Freund Miguel Paz, der über 10 Jahre lang drogensüchtig war. Und er hat mir diesen Schlüsselanhänger geschenkt von den Narcóticos Anónimos. Auf dem steht mehrere Jahre clean und gelassen. Und ich trage den mit großem Stolz mit mir rum. Miguel wird noch dieses Jahr zurückgehen nach Spanien, weil er dort ein Haus eröffnen will, in dem 10 bis 15 Jugendliche, die keine Eltern haben, die am Rande stehen, in die Drogen abzurutschen, einfach dort ein Zuhause finden und dort einen Ort, in dem prophylaktisch er sich um diese Menschen kümmern wird. Mitten reingehen, in die Stadt hinein, zu den Menschen. Und bei uns im Hauskreis haben wir beim letzten Mal eine Geschichte aus dem Neuen Testament aufgenommen, als Jesus seine 72 Jünger ausgesandt hat. Und es ist so spannend dort zu sehen, wie Jesus sie zuerst mal ohne etwas losschickt, also in einer Position der Schwäche, ohne Geld, ohne Essen, und sie abhängig sind, sie Hilfe der Menschen brauchen. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Wenn ihr in ein Haus des Friedens kommt, dann bleibt, zieht nicht umher, sondern bleibt beim einzelnen Menschen, bleibt in diesem Haus und esst, was man euch zu essen gibt. Und meine Lieben, die Frage ist, was sind solche Menschen des Friedens in deinem Leben? Menschen, zu denen Gott dich berufen hat, über die er zu dir spricht. Vielleicht ist es einfach eine Person, eine beispielsweise alleinerziehende Mutter, zu der er dich ruft. Vielleicht ist es ein Quartier und du spürst, dass du dir Zeit nehmen musst für die Beziehung mit Menschen, weil Gott durch dich die Geschichte in diesem Quartier schreiben will. Vielleicht ist es auch dein Arbeitsplatz, was auch immer. Vielleicht sind es Asylsuchende, wo er dich brauchen will, dass sie durch dich in der Schweiz ein Stück Zuhause finden. Jona geht mitten in die Stadt zu den Menschen und wird so Teil der Geschichte Gottes in Ninive. Und dann sagt er zu ihnen, das ist der 4. und letzte Schritt: Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte: Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Jona geht nicht nur in die Stadt hinein, sondern er ruft die Menschen zur Umkehr auf. Seine Botschaft ist nicht lieb und nett und verbindend. Er sagt nicht: ja, es ist egal, wie du lebst. Gott wird deine Fehler schon zudecken und wird dein Verhalten irgendwie überdecken. Nein, er ruft Menschen zur Umkehr, denn Menschen sollen frei werden. Ninive war für die Gewalt bekannt, für die Bosheit in dieser Stadt. Er ruft zur Umkehr. Beinahe wie die Journalistin, die geschrieben hat: Jetzt kann niemand mehr sagen, er hätte nicht gewusst, was der käufliche Sex mit den Frauen macht. Umkehr. Und im Hebräischen umfasst die Botschaft von Jona hier gerade mal 5 Worte. Und es ist eigentlich erstaunlich. Und man sieht hier eben auch die Halbherzigkeit von Jona. Er ist kurz und knapp. Es fällt vor allem auf, was er nicht sagt. Er sagt den Menschen in Ninive nicht, was sie denn falsch gemacht haben. Er sagt ihnen nicht, was sie denn tun sollen. Und noch viel mehr, er erwähnt nicht mal Gott. Er weist nicht auf ihn hin. Und trotzdem braucht Gott das Wort von Jona, um die Menschen zur Umkehr zu rufen, um sie zu überführen, um ihnen die Bosheit ihres Verhaltens vor Augen zu malen. Und ihr Gewissen wird getroffen. Und zwar so sehr, dass sie nicht weiterleben können wie bisher. Und deswegen reagieren sie. Ab Vers 5. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließ der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben: Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah,
dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Die Geschichte von Ninive wird neu geschrieben. Und Jona ist Teil dieser Geschichte. Er ist Teil dieser Geschichte, indem er dem Reden Gottes Raum gibt. Er ist Teil dieser Geschichte, indem er aufsteht und sich auf den Weg macht. Er wird Teil dieser Geschichte, indem er mitten in die Stadt hineingeht und die Menschen in dieser Stadt zur Umkehr ruft. Und so schreibt Gott die Geschichte von Ninive neu. Und meine Lieben, genauso braucht Gott uns, ruft er uns, Teil seiner Geschichte hier in dieser Stadt zu werden, wo er Menschen Leben, Freiheit, ein neues Leben schenken will, Hoffnung, Perspektive, Glauben, wo er Versöhnung bringen will in Familien. Und die Frage ist, ob wir erstens seine Perspektive haben, sein Wort hören, wo er uns ruft, und zweitens, ob wir uns aufmachen, zu den Menschen geben, uns diese Zeit auch nehmen, uns einlassen auf die Menschen und so Teil von seiner Geschichte werden. Ich will mich anzünden lassen von Gottes Liebe für die Menschen. Ich will dieses Feuer, diese Leidenschaft von ihm zu den Menschen hier in Bern in mir wachsen sehen. Und ich bete, dass es uns nicht wie Jona geht, dem die Menschen in Ninive eigentlich egal waren, der sich mehr für sich selbst interessiert hat, als für das, was Gott in Ninive tun wollte. Und so bete mit mir, dass Gott uns ein Herz schenkt für die Menschen in dieser Stadt, dass er uns diese Sensibilität schenkt. Denn wir wollen Teil von Gottes Geschichte hier bei uns in Bern sein. Und so bete mit mir, dort wo du bist. Jesus, ich bitte dich, dass du in uns dieses Feuer entfachst, dass du uns ansteckst mit deiner Liebe für die Menschen. Und dort, wo wir vielleicht überfordert sind und nicht wissen, wie wir aufstehen sollen, dass es diese Liebe, diese Leidenschaft für die Menschen ist, die uns in Bewegung setzt. Und diese Liebe und Leidenschaft kommt aus dieser Nähe zu dir, Jesus. Und deswegen steck uns an mit einer leidenschaftlichen Liebe für die Menschen. Lass uns die Verheißung sehen und nicht das Versagen. Schenk uns Augen, die das Potenzial sehen, die sehen, was du tun willst und nicht zuerst die Probleme. Und gib uns den Mut und die Bereitschaft, hineinzustehen, uns einzulassen auf die Menschen, zu denen du uns führst, Jesus. Amen. Vielen Dank, Marius. Ich habe vorhin gesagt, wir sind da mitten in der Stadt und ich wohne auch mitten in der Stadt und ich bin heute Morgen beim Bundeshaus vorbeigelaufen und auf dieser Bundesterrasse war eine Riesenspur von Abfall. Ich war richtig entsetzt, weil es war einfach übersät mit Abfall und ich dachte, hey, so an einem historischen Ort, oder da ist dieses Bundeshaus und es ist einfach übersät mit Abfall, wie schade, ich wurde richtig gehend wütend, so richtig sauer. Aber jetzt, so bei dieser Predigt und in diesem Livestream, denke ich, das ist ein Bild, mit dem Gott dich auch heute ermutigen möchte. Deshalb teile ich das, weil vielleicht bist du eben genau in deinem Leben mit so viel Abfall konfrontiert. Oder vielleicht eben auch im Leben von anderen Menschen, dass du merkst, du kannst dich irgendwie gar nicht einlassen auf die Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, weil du eben irgendwie so von diesem Abfall fast ein bisschen abgelenkt wirst. Und ich möchte dich heute ermutigen, einfach deine Perspektive auf das. Also ja, ich finde eben das Bundeshaus, das ist, ja, wenn du nicht aus Bern kommst, dann kannst du das ja googeln, aber es ist einfach ein wunderschönes historisches Haus. Und wenn wir dann unseren Blick wieder aufrichten, weg vom Abfall, der da herumliegt, und eben unsere Perspektive auf das richten, was Gott tut und wie er ist, dann sehen wir diesen Abfall gar nicht mehr und der ist gar nicht mehr so relevant. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du merkst, dieser Abfall in deinem Leben, der stresst dich, dann möchte ich dir sagen, hey, Gott will diesen Abfall wegräumen, weil da kommen jetzt dann
super tolle Menschen auf den Straßen von Bern, die diesen Abfall wegräumen. Und Gott will kommen und diesen Abfall wegräumen und diesen Weg frei machen zu ihm. Damit möchte ich dich ermutigen. Und wenn du gestresst bist vom Abfall, von den Menschen, du spürst, da hat dich Gott eigentlich hingestellt, aber du wirst abgelenkt. Da möchte ich dich ermutigen, deine Perspektive immer wieder auf Gott zu richten, das, was er tun vermag. Ja, Sandra, ich weiß nicht, bist du schon bereit, etwas zu deinem Bild zu sagen? Vielleicht können wir das ein bisschen näher, ja super, wir können das ein bisschen einzoomen. Sandra, erzähl doch ganz kurz, was hast du da gemalt? Ich habe einen Apfel gemalt, der ist aufgeschnitten. Das ist das Bild, das mir ziemlich schnell in den Kopf kam, als ich die Anfrage gehört habe von Deborah. Mittendrin bedeutet für mich auch, mittendrin, wo das Leben steckt, etwas zu entdecken, wo das Leben drin ist und in dieser Kerne, in diesem Apfel steckt alles drin, was es braucht, um einmal ein Baum zu werden. Ja, ich möchte damit ermutigen, einfach nicht aufzugeben und auch wenn es weh tut, auf der Suche zu bleiben nach Jesus in mir und nach Jesus in der Situation, nach dem Leben in mir und den Verheißungen in der Situation, weil da steckt das drin, was mal wird. Ein wunderbares Bild. Vielen Dank, Sandra. Was passiert mit diesem Bild? Wenn das jemand berührt und diese Ermutigung visuell braucht vor Augen, kann er sich bei der E-Mail-Adresse, die jetzt eingeblendet wird, melden. Und ich werde schauen, dass das Bild dann zu dieser Person kommt. Cool. Vielen Dank, dass du immer wieder auch deine Gaben und Talente einsetzt, um Menschen damit zu ermutigen, Perspektive zu vermitteln. Danke, Sandra. Danke vielmals. Ja, wir kommen noch zu einem Teil, den wir auch in unseren physischen Gottesdiensten immer machen, weil wir glauben, dass das einfach ein Teil ist der Anbetung. Wenn wir zum Ausdruck bringen, Gott, ich möchte dir mein ganzes Leben hingeben, dann betrifft das eben auch unsere Finanzen. Und deshalb haben wir auch in diesen Livestream-Gottesdiensten, obwohl sie ein bisschen anders sind, haben wir diesen Teil eingeplant, wo du einfach Teil werden kannst von dieser Vision, die wir als Winnipeg leben wollen. Wir wollen dafür leben, dass das Reich Gottes im Leben eines jeden Menschen sichtbar wird. Wir wollen diese Stadt wir wollen sehen, wie sie verändert wird mit der Liebe Gottes. Und wenn du Teil werden möchtest, auch finanziell, dann kannst du jetzt geben. Du hast die Informationen entweder schon eingeblendet gesehen, sie werden dann auch nach dem Gottesdienst noch etwas länger eingeblendet, wenn dir das jetzt zu schnell geht mit Twint oder auch online. Ich danke dir, dass du einfach großzügig gibst. Und wir kommen schon zum Abschluss des heutigen Gottesdienstes, des heutigen Livestream-Gottesdienstes. Wenn du das live siehst, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, auch in die physischen Gottesdienste. Wir treffen uns ja auch physisch. Und sonst möchte ich dir noch einen Clip zeigen. Das ist ein Endlich Leben-Clip. Wir starten jetzt dann gleich wieder das Endlich Leben-Programm und dieser Clip gibt Einblick dazu. Mit 24 war ich in einer Lebenssituation, wo ich eine Frage hatte, wo ich nicht gewusst habe, ja, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und Gott auch viel angeklagt habe. Und wo es mir gut ist gegangen, gesundheitlich, psychisch, physisch, irgendwo durch alles hatte. Dennoch hat mir etwas gefehlt, einfach eine Antwort auf meine Frage. Warum bin ich hierher? Wieso bin ich nicht bei dir im Paradies schon? Und dann habe ich mit der Sabine, die ich schon länger kenne, darüber geredet. Und sie hat mir auch empfohlen, den Endlich-Leben-Kurs zu machen. Ich soll doch mal mitkommen. Und habe dann den Kurs besucht. Sie waren wirklich eine mega coole Gruppe mit den Leuten zusammen. Wir haben wirklich zusammen über mein Anliegen beten darüber. Es hat mir wirklich im gemeinsamen Gebet hat mir wirklich geholfen, eine Antwort zu bekommen. Also hat mir wirklich wie eine Last ist davon gegangen in diesem Gebet.
Und nach dem Endlich Leben-Kurs, nach den 8-9 Monaten, hatte ich dann ein Erlebnis, wo ich Gottes Stimme gehört habe und wo mir Gott gesagt hat, hey, los, Marco, ich sage, wenn du hier fortgehst von dieser Erde und so lange lebst du, egal was passiert. Und das hat mich recht krass gedacht. Und seitdem habe ich eigentlich keinen Zweifel mehr, warum ich hier auf der Welt bin. Sondern ich habe einfach Lust am Herrn und lebe endlich. Ich bin ja wieder live. Vielen Dank, Marco, für das Teilen deiner Geschichte. Und du hast alle Informationen eingeblendet gesehen, wenn dieses Endlich Leben dich anspricht. Hey, wir sammeln ja auch in der Winnipeg Lebensmittel und Kleider. Wir geben diese an bedürftige Menschen. Im Moment ist das Sammeln etwas einfacher, wenn du Lebensmittelgutscheine uns schickst. Du kannst sie ins Käfigässchen schicken und wir verteilen sie an Menschen, die bedürftig sind. Oder du kannst sie auch hier direkt im Office vorbeibringen. Das kannst du auch mit Kleider tun oder diese auch in Ostermundigen am Dienstagvormittag vorbeibringen. Wir verteilen sie an Menschen in Not. Ja, wenn du mehr wissen möchtest über diesen Jesus, der dein Leben verändern wird, dann kannst du dich bei uns melden. Wir helfen dir sehr gerne bei den nächsten Schritten im Glauben. Du kannst dich aber auch bei uns melden, wenn du mehr über die Winnipeg wissen möchtest. Das ist auch die Adresse, wo du dich melden kannst, wenn du das Bild möchtest. Also das kommt alles dort an dieser Office-Adresse zusammen. Ja, und jetzt möchte ich mit dem Vater unser abschließen. Du kannst das einfach für dich auch mitbeten. Es ist das Gebet, das Jesus seine Jünger auch gelernt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine gute Woche, bis zum nächsten Livestream. Wie du Lüge ans Licht bringst. Ich will sehen, wie deine Wahrheit unsere Herzen erhält. Ich will sehen, wie du Sorgen zerschnurst.